Liebe, die stärkste Kraft dieser Welt. Und ich möchte mit einer kurzen Geschichte einsteigen. Die Sonne und der Wind haben eine Wette abgeschlossen. Sie sagten, jeder von sich behauptete, er sei stärker. Und sie sagten, okay, wir werden uns ein Objekt suchen, an dem werden wir unsere Stärke beweisen und dann sehen wir, was geschieht. Und der Wind fing an und sagte, okay, wir nehmen diesen Mann dort unten mit dem Mantel. Und er fing an zu blasen, zu blasen, zu blasen. Und der Mann spürte den Wind und fing an, seinen Mantel zuzuknöpfen. Und dann fing der Wind noch stärker an, auf diesen Mann einzuwirken. Und der hat seinen Mantel nicht nur um sich geschlungen, die Kapuze aufgesetzt, hat gehofft, dass der Wind endlich mal aufhört. Dann sagte der Wind, schau mal, wie stark ich gewesen bin. Dann sagte er, jetzt komme ich, die Sonne. Und dann fing sie an zu scheinen. Ganz, ganz sanft. Der Wind hörte auf. Der Mann nahm die Kapuze runter, schaute auf, dachte, oh, das Wetter hat sich geändert. Hat den Mantel aufgeknöpft, sagte, ey, ist richtig angenehm heute. Nicht 31 Grad wie in der Schweiz gestern, aber richtig angenehm. Und schließlich zog er den Mantel aus und sagte, hey, was für ein herrlicher Tag. Und die Sonne sah den Wind an und sagte, schau, wer gewonnen hat. Und ich denke, so ähnlich ist es mit der Liebe Gottes. Sie fängt an, auf unser Leben einzuwirken. Die Liebe von Gott fängt an, unsere Herzen zu erweichen, uns zu erwärmen. Sie weckt Vertrauen, Vertrauen in Gott, aber auch Vertrauen zu unserem Nächsten. Sie ist die stärkste Kraft auf dieser Welt, wie es schon TJ vorher gesagt hat in diesem Interview. Nichts verändert einen Menschen mehr als eine Begegnung mit der Liebe von Gott. Und wir wollen heute in dieses Thema der Liebe hineinschauen und wollen sehen, dass es etwas ist, das unser Leben am Schluss eben auch verändern soll. Und wir werden miteinander in diese Frucht des Geistes schauen in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen und werden feststellen, dass diese Dinge wie Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, wie sie alle heißen, 9 zählt die Bibel auf, dass sie da nicht etwas sind, das wir jetzt durch Zwang und Disziplin hervorbringen können, sondern dass es etwas ist, das Gott in uns bewirken will. Aber wir werden auch sehen, es braucht unsere Mitarbeit mit Gott. Und die Theologen sagen dem so wunderschön, das ist die theonome Reziprozität. Was für ein herrliches Wort. Es bedeutet, Gott wirkt mit uns zusammen. Aber er ist immer der die größere Arbeit tut. Schauen wir den Text an. Galater 5, 18 bis 24. Hier heißt es, wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur aber folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz oder zu den Ordnungen Gottes. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wow. Hey, wenn wir diesen Text lesen, dann hören wir, es geht nicht einfach um Friede, Freude, Eierkuchen und sei ein bisschen ein besserer Mensch, happy, clappy, everybody in peace. Nein, es geht um einen echten Kampf. Es geht um eine tiefgreifende Erneuerung unseres Charakters, den Gott in uns bewirken möchte. Es geht darum, dass Gott
durch das Wirken seines Heiligen Geistes die Menschen, die zu ihm gehören, zu veränderten Menschen machen kann. Und das Wunderbare, das er bewirken will, ist diese Frucht des Geistes, Singular übrigens. Ich denke ganz einfach aus dem Grund, weil Gott sagt, hey, weißt du was, alle Dinge sind wichtig. Alle Dinge bewirkt der Heilige Geist. Alle diese Dinge will der Geist Gottes entwickeln. Und ich möchte zuerst einmal die Frage klären, die für mich, glaube ich, ganz zentral aus diesem Text herauskommt. Und das ist die Frage, von wem wirst du geleitet? Von wem wirst du geleitet? Unser Text ist hier schon etwas schwarz-weiß, aber er sagt einfach, schau, entweder wirst du von deiner sündigen Natur geleitet oder du wirst vom Geist Gottes geleitet. Und wisst ihr, das Interessante ist, jeder Mensch, ohne dass er sich anstrengen muss, wird von seiner menschlichen, von seiner sündigen Natur beeinflusst und geleitet. Manchmal stärker, manchmal weniger. Manchmal sind wir netter, manchmal sind wir nicht so nett. Aber es ist diese Kraft, um die müssen wir uns nicht bemühen. Und das Interessante ist, egal ob man Christ ist oder nicht, diese Kraft bleibt. Die natürlichste Reaktion in deinem Leben, die natürlichste Denk- und Handelsweise und emotionale Weise, die du hast, das ist die sündige Natur. Da musst du nicht zweimal überlegen, das kommt automatisch. Tritt mir auf den Zechen und dann werde ich verrückt. Und diese verliert nie ihre Kraft, uns in die falsche Richtung zu ziehen. Und die Auswirkungen, diese ganze Liste ist Unzucht. Was ist Unzucht? Unzucht ist ganz grundsätzlich Sex außerhalb der Ehe. Und das ist heute mehr, sind wir offen, mehr die Regel als die Ausnahme. Unreine Gedanken, Vergnügungssucht. Das heißt, hey, mir geht es darum, einfach das Leben zu genießen, ist das höchste Ziel. Götzendienst, was ist Götzendienst? Du musst nicht ein Buddha aufstellen zu Hause und ein paar Kerzen irgendwie anzünden davor, sondern es geht darum, Götzendienst, wir suchen die höchste Erfüllung außerhalb von Gott. Was gibt dir den größten Kick? Entweder es ist Gott oder es sind Götzen. Und Zauberei, was gehört dazu? Das sind Horoskope, Spiritismus, okkulte Dinge. Und diese Dinge sind heute nach wie vor dominant in unserer Welt. Vor einigen Wochen gab es eine Riesenkonferenz hier in Zürich, nur für diese Dinge. Feindschaften, Streit, Eifersucht, ach du meine Güte, der Paulus sagt am Schluss, und dergleichen gibt es noch viel, viel mehr. Die Liste ist noch viel länger. Und es ist interessant, Paulus sagt, ich wiederhole, was ich gesagt habe, wer ein solches Leben führt, wer darin bleibt, wird das Reich Gottes nicht ererben. Nun, die Auslegung ist nicht ganz einfach, aber ich möchte es mal so auslegen heute Morgen. Wer dabei bleibt und nicht verändert wird, wird krasse Konsequenzen in seinem Leben erfahren. Wow. Und auf der anderen Seite gibt es eben die andere Seite, dass uns nicht mehr diese Natur leitet, sondern das ist der Wunsch, den Gott uns letztlich in unser Herz gibt, sondern dass wir geleitet werden vom Heiligen Geist. Und da möchte ich die Frage stellen, ja, wie wird man denn das geleitet vom Heiligen Geist? Es geht nur, wenn man ein echter Christ wird. Und was ist ein echter Christ? Ich glaube, ein echter Christ hat zwei Merkmale. Das erste ist, es ist jemand, der sich seiner Schuld, und du kannst diese Liste nehmen und dich daran messen, jemand, der sich seiner Schuld im Leben bewusst wird, eingesteht, ich werde in meinem Leben von diesen Kräften geleitet, ich habe Gottes Gebote gebrochen und dem es leid ist, dass es so ist. Und er kommt mit dieser Reue, er kommt mit dieser Zerbrochenheit, ich sage mal bewusst, er kommt mit diesem Schrott in seinem Leben nicht zur Bank oder zur Kanzel der Selbstrechtfertigung und sagt, ja, es geht immer noch Double, wo schlimmer sind als ich. Sondern er kommt zu Christus und gesteht sich ein, ich habe gefehlt, ich kann nicht vor dir bestehen. Und er bleibt aber nicht dort stehen, ein echter Christ, sondern er greift eben diese Hoffnung und er weiß, hier ist ein Gott der Gnade, der es liebt zu vergeben, der es liebt zu erneuern. Und er öffnet sich für das, er nimmt das im Glauben an, dass Gott dem vergibt, der seine Sünde bekennt. Und Gott gibt ihm etwas Neues, eine neue Natur, etwas Reines, etwas Heiliges, etwas von Gott Geborenes kommt in sein Leben. Und ich sage als Sahnehäubchen dazu, bekommt er noch den Heiligen Geist, der von nun an in ihm lebt.
das ist ein Christ. Aber das ist nur die eine Seite des Christseins. Das andere ist, dass ein echter Christ hat eine beständige, lebenslange Leidenschaft, verändert zu werden. Und da scheitern viele Christen. Bin ganz offen. Aber er hat ein echter Christ, der sagt, ich will anders leben. Und zwar, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nicht weil ich muss. Ja, die Bibel sagt halt, ich muss halt. Nein, ein echter Christ muss nicht, sondern er will. Und weißt du warum? Weil er weiß, ich werde geliebt von Jesus und ich liebe Jesus. Und meine größte Leidenschaft im Leben ist, dass dieser Jesus, der mich von meinen Sünden errettet hat, dass ich ihm jetzt gefallen kann. Ich will nicht mehr zurück, ich will nicht mehr der Uli sein wie früher. Oder der Hans oder der Jakob oder wie du auch immer heißt. Ich will nicht mehr sein wie früher. Ich will Jesus ähnlicher werden. Er will abschließen damit in seinem Leben, und zwar radikal, von dieser alten Natur geleitet zu werden. Er begehrt diese Frucht des Geistes und habt schon gedacht, ihr sagt sicher, hast du dich im Thema geirrt, dass du Handschuhe mitnimmst, es geht doch um die Liebe. Aber schaut, in uns kämpfen diese Naturen. Und der echte Christ, der nimmt diesen Handschuh mit dieser neuen Natur und er sagt, weißt du was, du alte Natur, du altes Ding in mir, im Namen Jesu, ich gebe dir keinen Platz. Versteht ihr? Er nimmt diesen Kampf auf in sich, alle Lieblosigkeit, alle Unreinheit, alle Unbeherrschtheit. Ich toleriere es nicht im Namen Jesu. Und liebe Freunde, Christsein ist nicht einfach so so schön mit Jesus. Nein, Christsein ist oft in unserem Leben ein echter Kampf. Und ich kann dir sagen, wenn die Liebe geprüft wird in deinem Leben, dann spürst du diesen Kampf. Und du spürst diese Mächte auch in deinem Leben. Diese Faust, die kommt und sagt, gib ihm, zahl es ihm zurück. Jetzt muss er Konsequenzen spüren. Jetzt muss er einmal dort durch. Selber die Schuld. Das ist all die alte Natur. Und die neue Natur sagt, und ich werde nicht aufhören zu lieben. Ich werde nicht aufhören, mich von der Liebe Gottes leiten zu lassen. In mir steckt eine Kraft, die ist stärker als diese Kraft im Namen Jesu. Und ich denke, wenn wir über Liebe reden, müssen wir eben auch etwas militant reden. Geschwister, wie viel geht kaputt auf dieser Welt an Beziehungen, weil die Liebe versagt? Und es gibt nur in diesem Kampf siegreich zu sein, dass uns der Geist Gottes leitet. Darum heißt es hier drin, achtet darauf, im Epheser 4 heißt es, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt. Ja, das ist das, was die neue Natur sagt. Hey, ich möchte diesen Geist, der in mir ist, der diese Liebe, diese Kraft in mir bewirken will, diese Frucht des Geistes, ich will dem doch nicht im Weg stehen, will ihn nicht traurig machen, sondern, hey, Heiliger Geist, wenn ich schon deine Ressourcen habe, dann zapfe ich sie auch an, dann nehme ich sie auch in Anspruch. Und heute reden wir über die größte dieser Kräfte und das ist die Liebe. Liebe ist die größte Kraft und keine andere Eigenschaft in der Bibel wird größer gemacht als die Liebe. Das heißt in 1. Korinther 13, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Am größten ist die Liebe. In einer anderen Bibelstelle heißt es, weißt du was, und wenn du alles vergisst, für deinen Nächsten zu tun, etwas bleiben wir uns schuldig, einander zu lieben. Und schaut, wir stellen diese Liebe ja schon auf menschlicher Ebene fest, wie viel sie uns bedeutet. Hast du auch schon mal miterlebt, wenn ein Hund auf dich zukam, mit seinem Schwanz gewedelt hat? Ich sage, es tut etwas. Fragt einmal Hundehalter. Die Liebe dieses Hundes.
Es ist etwas, das berührt die Herzen der Menschen. Ist bis heute so. Ich weiß, meine Cousine, sie ist professionelle Reiterin. Sie macht als Gläubige macht sie Therapie an Kindern durch die Pferde. Und die Zuneigung, die Pferde musst du dir jetzt erstmal verdienen, sind Fluchttiere. Aber sie sagt, wenn diese Kinder aus zerrütteten Verhältnissen miterleben, plötzlich kommt das Pferd auf sie zu. Etwas, das das Pferd normalerweise nicht macht, weil es eben ein Fluchttier ist. Das löst etwas aus. Die Erfahrung dieser Liebe löst etwas aus. Und liebe Freunde, wenn es doch schon auf menschlicher Ebene so ist, wie viel größer noch auf der Ebene von Gott. Weil er hat eine Liebe, die Bibel nennt diese Liebe, wir haben nur ein Wort dafür, aber sie nennt diese Liebe die Agape-Liebe. Es ist diese Liebe Gottes, es ist diese Liebe, die nie versagt. Es ist diese Liebe, die nie aufhört. Es ist diese Liebe, die setzt dich nie auf Liebesentzug. Nie. Wenn Gott aufhören würde zu lieben, würde Gott aufhören zu existieren. Wisst ihr warum? Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Wow. Stell dir das mal vor. Es ist diese Liebe, die gibt, auch wenn nichts zurückkommt. Es ist diese Liebe, die nicht aufhört, sogar wenn wir Gott enttäuschen, sogar wenn wir ihm davonlaufen. Er hört nicht auf zu lieben. Es ist diese Liebe, und jetzt kommt ein Schlüssel, der hat mir sehr geholfen, die unabhängig ist vom Verhalten des anderen. Vorbehaltlos, sie ist göttlich, vergeben. Es ist diese Liebe, die ständig das Gute sucht. Sie ist lösungsorientiert, sie ist friedensorientiert. Und liebe Freunde, so liebt nur Gott. So kann nur Gott lieben. Und ich möchte anfügen, alle, die von dieser göttlichen Liebe erfüllt werden. Schau, das war diese Liebe, die war so radikal, dass Gott seinen Sohn, eigenen Sohn, hingegeben hat am Kreuz. Weißt du, was er damit sagt? Er sagt damit, du bist mir mindestens so viel wert wie mein eigener Sohn. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der dir Liebe in diesem Maß erwiesen hat wie Gott. Niemanden. Du kannst den besten Vater, die beste Mutter, den besten Ehepartner gehabt haben, aber niemand hat dich geliebt wie Gott selbst. Niemand. Nun, manche möchte hier noch für die Theologen rasch etwas einfügen. Manche sagen, ja, war das nicht lieblos vom Vater? Er ließ seinen Sohn sterben. Denk daran, es war nicht der Vater, der den Sohn einfach geschickt hat, sondern dieselbe Liebe, die im Vater war zu dir, ist auch im Sohn zu dir. Dieselbe Liebe. Jesus war nicht ein Opfer am Kreuz, als er starb für unsere Sünden, als er starb, damit eben diese Liebestrennung, in die wir uns begeben haben, Gott gegenüber aufgehoben werden kann, sondern Jesus kam auf diese Welt, um Gott zu zeigen und zu sterben für unsere Sünden, um uns wieder in die Liebe und die Erfahrung der Liebe Gottes zu bringen. Und diese Liebe, es ist diese Liebe, von der die Bibel hier spricht, in unserem Text, in diesen Eigenschaften. Es ist diese Frucht, die Gott in deinem und meinem Leben hervorbringen möchte. Und jetzt merken wir plötzlich, wow, das ist ja unmöglich. Und es ist gut, wenn du feststellst, es ist unmöglich zu lieben, wie Gott es möchte. Wenn du denkst, es sei möglich, hast du göttliche Liebe nicht verstanden. Es ist unmöglich zu lieben, wie Gott möchte. Aber ich möchte uns noch aufzeigen, wie das möglich ist. Schau, erstens, du brauchst diesen Heiligen Geist in deinem Leben. Du kannst es nicht ohne ihn. Er bewirkt diese Frucht in dir. Und das ist das Verrückte. Schau mal, in deinem Leben, du musst dich um alles bemühen, was du in deinem Leben erreichen willst. Uns wird fast nichts geschenkt auf dieser Welt. Wenn du einen Abschluss willst, dann musst du dafür lernen und dich einsetzen. Wenn du Karriere machen willst, dann musst du dich einsetzen dafür. Verstehst du?
Aber hier sagt die Bibel, nein, Moment einmal. Du musst beschenkt werden von Gott. Und zwar, du brauchst diesen Heiligen Geist. Der wird das in dir hervorbringen. Und schaut, darum sagt die Bibel, sollen wir uns zu Gott bekehren, damit wir diesen Geist bekommen, durch den wir andere Menschen werden. Viele Menschen denken, ja, Christ sein, das bedeutet, ja, jetzt muss ich das mit Jesus und so und dann muss ich ganz feste darauf achten, jetzt muss ich anständig leben. Und darum gibt es Menschen, die schieben diese Entscheidung und diese Auslieferung an Jesus, schieben das weg in ihrem Leben, weil sie merken, könnte ich sowieso nicht, will ich gar nicht. Aber ich möchte eins sagen, wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du und dann willst du. Wow. Du bekommst das Wollen und du bekommst die Fähigkeit zu tun, was du menschlich nicht tun kannst. Darum brauchst du den Heiligen Geist. Das Zweite ist, schau, das sind Menschen, die verändert werden, die tolerieren die Auswirkungen ihrer sündigen Natur nicht mehr. Die sagen nicht, ja, weißt, ich bin halt der Meier, ich bin halt der Hugentobler, ich bin halt der Theis. Wir sind immer schon so gewesen, weißt? Unsere Großeltern sind auch schon so gewesen. Sondern sie sagen, hey, ich toleriere es nicht mehr, lieblos zu handeln. Darum heißt es hier so krass drin, diejenigen, die zu Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Was heißt das eigentlich? Du musst keinen Nagel mitbringen das nächste Mal und hier im schönen Kreuz einschlagen. Das ist nicht das, was es bedeutet. Aber es bedeutet, dass sie sagen, weißt du was, diese Leidenschaften in mir, wenn ich mich an Jesus wende, stirbt etwas davon. Ich toleriere das nicht mehr. Ich kann beten und sagen, Herr, meine Emotionen, meine Lieblosigkeit, meine Ungeduld, meine Eifersucht, meine Intrigen, meine Manipulation, mein Vergeltungsdrang sind mit Jesus ans Kreuz geschlagen. Sie sind tot. Durch den Heiligen Geist müssen ihre Kräfte in meinem Leben sterben und verlieren ihre Auswirkung. Und das ist diese Gesinnung, es geht um diese Gesinnung, in die Gott uns führen will. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Ich muss das manchmal mehrmals täglich beten. Hast du auch so Leute, die dir auf den Wecker gehen? Hast du auch so Leute, da sagst du, weißt du was, mit allen in die Ferien, aber mit denen, never ever. Kennst du das? Und dann merkst du die alte Natur in dir. Und der Geist Gottes sagt, das kannst du überwinden, du kannst zu einem Mensch der Liebe werden. Heißt nicht, du musst jetzt mit allen in die Ferien gehen und so weiter. Das meine ich nicht. Aber in deinem Herzen hören diese Ressentiments, hören diese Distanzierung, diese, ich sag mal, auch Einschätzung von dir gegenüber anderen, die verliert ihre Macht und die Liebe Gottes triumphiert in deinem Leben und du kannst plötzlich Menschen lieben, wie Jesus sie liebt. Wie Jesus sie liebt. Und das Dritte ist, wenn wir so lieben wollen, brauchen wir nicht nur den Heiligen Geist, wir brauchen nicht nur diese Entscheidung, jetzt kommt etwas, das du vielleicht nicht erwartet hast in dieser Predigt. Aber schau, du kannst nur etwas geben, das du auch bekommen hast. Das ist einfache Mathematik. Und schau, darum redet die Bibel immer wieder davon, dass wir uns von der Liebe Gottes erfüllen lassen sollen. Du brauchst selbst in deinem Leben eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Früher habe ich oft im Gebet, für diese, für jene, habe Gott angebetet. Und eines Tages sprach der Geist Gottes zu mir und sagte, Matthias, du tust so viel im Gebet. Kann Gott auch mal etwas für dich tun? Nicht nur deine Gebete hören, sondern für dich. Und haben das nicht verstanden, bis mir bewusst wurde, weißt du was, Gott möchte mir seine Liebe erweisen. Er möchte dein Herz jeden Tag neu erfüllen. Dass es überfließen kann von seiner Liebe. Dass du mehr zu geben hast in deinem Herzen, als du brauchst in deinem Alltag. Wie toll ist das?
Aber wir brauchen diese Begegnungen mit Jesus. Und also deshalb ist unser Gebetsleben, unsere Zeiten mit Gott so wichtig. Schaut, ich denke manchmal, wenn ich die Leute sehe, macht sie da Yoga. Ich denke jeweils, von welchen Kräften werden sie am Schluss berührt? Ich möchte im Gebet von etwas berührt werden, das es wirklich gibt. Und das ist die Liebe Gottes. Weißt du, Gott möchte, dass du deinen Liebestank täglich bei ihm auffüllst. Denke daran, kein Mensch kann dir die Liebe geben, die du brauchst. Keiner. Aber er kann. Und dann bist du erfüllt. Und wenn dein Tank voll ist, hast du genug Liebe, sogar für deinen Ehepartner, hast du sogar genug Liebe für deine Kinder. Und wenn sie ins Teenageralter kommen, musst du auch keine Angst haben, wenn sie Teenager werden. Das ist doch eine coole Sache. Du weißt, Gottes Liebe ist die stärkste Macht auf dieser Welt, ist die stärkste Kraft. Und Gott gibt mir, was ich brauche. All unsere Kleingruppenleiter, ich möchte dir sagen, Gott gibt dir die Liebe, die du brauchst, für jeden Einzelnen, der in deine Kleingruppe kommt. Christen, die sich von Gott lieben lassen, können auch andere göttlich lieben. Und lass mich noch mit einer Geschichte schließen. Ich denke, meine größte Herausforderung damals war mein Lehrmeister. Keiner hat mich so fertig gemacht wie er. Er war sehr, sehr gut, sehr kompetent, aber er war extrem streng. Und ich habe ihn gefürchtet, habe ihn echt gefürchtet. Und in meinem Herzen, ich habe ihn nicht nur gefürchtet, ich habe auch angefangen, ihn. Irgendwann machst du mal einen Fehler. Dann siehst du den alt aus. Und ich ging zu Gott, sagte, jetzt werde ich 4 Jahre lang, Halleluja, mit ihm zusammen sein. Und weißt du, was Gott sagte mir, Matthias? Damit du Liebe lernst, stelle ich dir Leute in dein Leben, an denen du Liebe üben kannst. Habe ich nicht so gern gehört. Dann habe ich aber gesagt, ja, wie übe ich Liebe? Und dann habe ich angefangen, für ihn zu beten. Und ich habe gemerkt, das hat mich verändert. Ich habe gemerkt, der Geist Gottes fing mich an zu verändern. Ich habe nicht mehr gelästert wie andere über ihn. Im Gegenteil, ich habe dort und da gesucht, wo gibt es so gute Dinge, die man über ihn sagen kann. Und übrigens, es gibt immer gute Dinge über Menschen zu sagen. Du musst sie nur suchen, du wirst sie finden. Und ich habe gemerkt, wie Gott mein Herz so erweicht hat und mir eine Liebe gegeben hat zu ihm. Im 4. Lehrjahr hatten wir eines der persönlichsten Gespräche, die dieser Mann vermutlich je mit einem hatte. Und ich dachte, die Liebe von Jesus triumphiert. Die Liebe von Jesus kann Herzen erweichen. Die Liebe von Jesus ist die stärkste Macht auf dieser Welt. Was du durch das Recht nicht hinbringst, was du durch Argumente nicht hinbringst, was du durch deine Logik und deine Cleverness nicht hinbringst, was du durch deine berechtigten Ansprüche nicht hinbringst, die Liebe Gottes kann es. Die Liebe Gottes kann es. Wollen wir ins Gebet gehen? Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Und ich möchte euch ganz kurz sagen, was wir heute im Gebet tun wollen. Denn ich möchte nicht lange beten. Ich möchte heute Morgen Menschen diesen Handschuh zuwerfen. Nicht ein Handschuh des Kampfes, sondern die Hand Gottes der Liebe an dein Leben, die sagt, heute ist dein Tag gekommen, wo du dich zu mir wenden sollst. Er ist hier mit seiner Liebe, er liebt dich über alles und er möchte dich retten. Er möchte aus dir einen neuen Menschen machen. Er möchte dich beschenken mit seiner Vergebung, mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und du hast dein Leben noch nie Jesus anvertraut, tu es am heutigen Tag. Du kannst nachher nach vorne kommen und mit einem unserer Mitarbeiter beten, das sind die mit der roten Tafel. Und dort werden sie dir helfen, wie man das tut, wie man betet. Und wir haben so vielen Menschen schon helfen dürfen, diese Verbindung, diese Liebe mit Jesus zu bekommen.
Das Zweite ist, ich möchte, dass wir in einen Moment gehen, auch wo wir Gott bitten, uns zu vergeben für alle Lieblosigkeit in unserem Leben. Das sind Menschen, die haben wir alle verletzt. Wir alle haben Menschen auch enttäuscht. Wir alle haben lieblos gehandelt. Und Gemeinde Jesu heißt auch, wir sind Menschen, die kommen zum Kreuz und die sagen, Herr, vergib mir. Und dann wollen wir Folgendes tun. Du hast sicher in deinem Leben 1, 2 Personen, wo du sagst, oh, das sind meine Schleifsteine in der Liebe. Das sind die Leute, an denen muss ich Liebe üben. Das ist so nicht einfach. Und wir wollen heute Folgendes tun. Seht ihr das weiße Herz dort? Wir wollen heute ihre Namen aufschreiben. Bitte nicht keine Familiennamen, keine E-Mail-Adressen, keine Handynummern, nur den Vornamen, wenn du möchtest, nur die Initialen. Und dann schreibst du diesen Mensch auf, an dem du Liebe üben musst. Wo du sagst, Heiliger Geist, wenn es irgendwo unmöglich ist, dann bei dieser Person. Schreib sie auf und du klebst sie dort an das Herz heute Morgen und so als ein Zeichen. Dir will ich mit der Hilfe Gottes Liebe zeigen. Mit der Hilfe Gottes kann ich dich lieben, auch wenn ich es menschlich nicht kann. Und dann darfst du zurückgehen an deinen Platz. Und wir wollen so machen, das Ministry-Team, ich möchte euch einladen, jetzt nach vorne zu kommen. Bitte stellt euch doch auf im kleinen Saal. Und ihr dürft euch heute direkt hier auch vor der Bühne aufstellen. Und dann wollen wir es so machen. Ich werde jetzt gleich noch beten und nach dem Gebet darfst du kommen, darfst diesen Namen aufschreiben. Und wenn du Jesus bist, musst du nichts aufschreiben. Da hast du die Liebe schon zu allen, aber ich denke, die meisten von uns haben jemanden, dann kannst du es dorthin kleben. Und lass für dich beten. Hier vorne ist unser Team, die bereit sind, dir zu dienen. Darf ich euch bitten, vielleicht etwas wegzukommen vom Herz, damit die Leute dorthin kommen können. Und so wollen wir das zu einem Moment machen, wo wir uns einfach ausstrecken zu Gott. Und in diesen nächsten Momenten kommen wir zu dir. Du bist der Gott, der rettet. Du bist der Gott, der uns Menschen seine Liebe gezeigt und erwiesen hat. Und ich bete, Herr, dass diejenigen, die hier sind, die diese Beziehung zu dir nicht haben, dass sie heute diesen Schritt tun, kommen, Vergebung und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen dürfen. Vater, ich bete für uns, vergib uns, wo wir lieblos gewesen sind, zu Hause. Vergib uns, wo wir lieblos sind im Geschäft, wo wir vielleicht Menschen die Liebe quittiert haben. Aber wir sagen dir auch, reinige du uns nicht nur, sondern fülle uns neu mit deiner Liebe. Fülle uns neu mit deiner Liebe zu denen, wo es so schwer fällt, sie zu lieben. Fülle uns neu mit deiner Liebe für die Menschen, die wir nur lieben können, wenn wir dich haben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen heute Morgen berührst mit dieser